Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ich muss euch auch noch gestehen, ich habe erst vor kurzem hier rausgefunden, weil ich habe echt gedacht, im Vergleich zu anderen Let's Plays, ja horche mal, ich bin ja verdammt nah dran an der Sache, habe ich hier echt gesehen, dass ich hier die Vergrößerung runter machen kann. Jetzt bin ich von 100% auf 75%, weiter runter geht's nicht, gange. Und ja, jetzt sehen wir doch hier definitiv wesentlich klarer. Ich, alter Suchtkrüppel, kann es natürlich auch nicht lassen, weil das Spiel süchtig macht wie Sau, wie ich finde. Und konnte es nicht sein lassen, meinen anderen Testspielstand weiterzuspielen. Deswegen bin ich jetzt eigentlich durchaus recht gut informiert bei dem, was kommen wird. Aber ich kann einfach nicht widerstehen. Es macht unglaublich süchtig, das Spiel. Und ich konnte nicht widerstehen, einfach nur so hier meinen Spielstand, meinen Let's Play Spielstand weiterzumachen. Hier habe ich übrigens auch noch gesehen, dass ich das Gemeinschaftszentrum schon habe. Das heißt, hier kann ich auch jederzeit gucken, was ich dann noch brauchen sollte, etc. pp. Und ja, ich denke, soweit haben wir eigentlich alles auch ganz gut erledigt. Was ich auch noch gucken wollte, war in der Herstellung. Wir können ja jetzt auch Zapfhahn zum Beispiel herstellen. Da brauchen wir dann, ja, das haben wir ja schon gemacht. Roter, violetter Pilz, Morchel und Pfifferling ergibt Lebenselixier. Das gibt halt wieder ordentlich Gesundheit und Energie, das Ganze. Und hatten wir auch schon, ich glaube noch nicht, nee. Okay, tja. Ich muss dann halt immer etwas switchen und nochmal genau gucken, wie weit ich dann bei dem Spielstand bin. Deswegen mir nicht übel nehmen, wenn ich hin und wieder mal etwas durcheinander bringe hier. Genau, was der Hühnerstall angeht, da warten wir auch noch ein Weilchen. Ich habe Sivelem, genau, dann brauche ich, glaube ich, noch Stäbe. Und was ich auch noch dringendst brauche, ist die Hacke. So, wir kümmern uns nämlich, bevor wir einen Hühnerstall bauen, erst einmal um ein Silo. Und damit ich das Silo krieg, brauche ich noch 3 Lehm. Das ist mir persönlich schon recht wichtig. Deswegen grabe ich jetzt einfach noch ein bisschen im Erdboden rum. So. Und ein bisschen Lehm wird doch schon noch rauskommen. Also 2 Lehm brauchen wir noch. Die werden wir definitiv noch irgendwo kriegen hier. Wir haben hier genug Ackerland hier zur Verfügung. Von daher hoffe ich doch, dass das relativ fix geht. Weil heute steht definitiv bei mir auf dem Plan, dass ich mir ein Silo baue. Und als nächstes käme dann der Hühnerstall. So, komm schon. Ach ja, deswegen lege ich jetzt hier einfach mal ein gigantisches Feld an. Wobei, ich sollte vielleicht auch noch vorher die Pflanze gießen, was auch nicht so verkehrt wäre. Wir haben außerdem noch 8 Tage Zeit. Das heißt, wir könnten uns eigentlich auch noch locker, bevor der Frühling zu Ende geht, könnten wir uns noch ein paar Pastinakensaat zulegen. Das wäre definitiv nicht verkehrt. So. Aber erstmal das Zeug hier gießen, bevor wir später keine Energie mehr haben für irgendwas. Das wäre etwas doof. So. Weil ich glaube, die andere Sache, die brauchen einfach zu lang zum Wachsen. Ich meine, es wäre natürlich schon klasse, wenn wir das wirklich bis auf den letzten Frühlingstag ausnutzen könnten, dass wir die ganze Fläche, die wir hier zur Verfügung haben, noch für anderes Zeug nutzen können. Ja, in meinem anderen Spielstand, den ich hier noch habe, habe ich tatsächlich mal den Waldhof genommen, um einfach mal zu gucken, was uns da erwartet. Und da muss ich sagen, das war eigentlich auch nicht verkehrt. Da hat man auch ziemlich viel schöne Sachen zur Verfügung, wie Sammelfrüchte und so, je nach Jahreszeit und so weiter und so fort. So, also das war definitiv auch nicht verkehrt, aber da ist halt wirklich die Hoffläche sehr stark limitiert im Vergleich zum Standardhof, wo sehr viel gutes Land verfügbar ist. Und bei den Bäms sollte ich definitiv warten, bis die gewachsen sind. Und was ich mir auch noch holen sollte, wäre noch ein Obstbaum. Das wär vielleicht auch nicht verkehrt, dass ich mal beim Pierre noch was hole. Aber, eins noch um anderer. Was ich mal als nächstes auf jeden Fall hole werde,
ist noch ein Rucksack-Upgrade. Das brauche ich meiner Meinung nach äußerst dringend. So, bevor ich jetzt einfach hier weiter in der Prärie rumhack, mache ich erstmal hier die Felder komplett. Möglicherweise kommen hier noch ein paar, oder kommt hier vielleicht noch ein Lehmbrocke raus. So, theoretisch bräuchte ich ja nur hier Vogelscheuch, die ich hier in die mitstelle. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das wird eigentlich dicke reicher, ne? Aber darum können wir uns auch noch kümmern. Weil ich habe das irgendwie falsch verstanden mit der 8 Felder. Ich habe irgendwie gedacht, das geht nur in die Felder unmittelbar außenrum. Aber offensichtlich hat diese Vogelscheuche tatsächlich eine etwas größere Reichweite, als ich ihr so zugetraut habe. So. Na komm schon. Das kann doch nicht so schwer sein, hier noch ein bisschen Lehm zu finden. Verdammt mich nochmal. Wie viel haben wir dann eigentlich noch? 21. Ja, allmählich mache ich auch schlapp hier. Das ist nicht so gut. So, gerade mal gucken, wie viel ich da noch habe. Ah, Gott sei Dank. So, dann soll ich vielleicht noch einen Müsli-Riegel oder sowas herstellen. Un momento, por favor. Das sieht jetzt nicht so aus, als ob ich da was machen könnte. Warte mal. Halte mal der Gaul an. Tja, da muss ich anscheinend so was Zeug hier zu mir nehmen. Aber Annie würde ich eigentlich schon ganz gern behalten. Zusätzlich würde ich noch ganz gern, würde ich auch noch ganz gern die Narzisse und so behalten, damit ich die noch weiter hier als Geschenk machen kann. Bei Hailey und Abigail sieht es ja soweit ganz in Ordnung aus. Aber ich sollte auch mit den Mädels ein bisschen mehr sprechen noch. Dass dort die Freundschaft auch noch erhöht wird. So, 56, komm, du musst jetzt auch ein bisschen Lehm dabei sein, verdammt nochmal. Komm schon raus. Ich leck hier nämlich echt ein Riesenfeld von nix an. Einfach nur in der Hoffnung, dass hier ein bisschen Lehm rauskommt. Es wäre definitiv wünschenswert, wenn dem so wäre. Komm schon. Ach, so ein Mist. Komm schon. Wie viel haben wir noch? Tja, der Hund kann jetzt übers Feld rumrennen. Das kann er definitiv machen. Aber ich brauche noch was. Moment. Kann ich tatsächlich jetzt so, glaube ich, noch ein... Genau. Sehr schön. Wenigstens Enna konnte ich noch herstellen. So. Also komm schon. Das muss doch einfach noch hier hauen. Ja, die Gießkanne soll ich mal auch noch nehmen, damit ich meinem Hund wenigstens noch ein bisschen was zu trinken geben kann. So, komm her, du. Der ist für dich. Und... Tja. Macht er jetzt gerade auf mein Feld, oder was? Ach, Gott sei Dank. Es hat funktioniert. So, Leverwurst. Mach's gut. Wir besorgen uns jetzt für heute definitiv noch ein paar Sachen. Jupp. Sehr schön. Gut, das heißt, wir gehen jetzt erstmal in die Stadt, gucken noch, ob es möglicherweise noch einen Daily Quest gibt für uns. Und jede Narzisse hebe ich mal definitiv auch auf. Moment. Da war da noch was. Genau, noch ein Lauch. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, jetzt sehen wir auch definitiv durch das Zurückzoomen hier mal wieder jede Menge. Moment, wie viel haben wir dann? Also bei ihr kann ich jetzt, glaube ich, auch ins Zimmer. Das kann man ab 2 Herzen. Mit Pam will ich eigentlich nichts zu tun haben, aber ja. Na gut, vielleicht brauchen wir so, dass wir sie als Busfahrerin engagieren können. Ich glaube, Hailey haben wir auch schon, genau. Da können wir morgen dann wieder weitere Geschenke machen. Hallo? Ja, dein Vater kenne ich schon. Sodala. Wir wollen aber erstmal zu Robin gehen. Hallöchen. Ich will ein Hofgebäude errichten. Und zwar hätte ich ganz gern sie... Ah, Kupferbarre. Kupferbarre, natürlich. Die habe ich jetzt total verschnarcht. Holz brauchen wir dafür nicht, aber die 300 Holz können wir noch für was anderes nutzen. Also heute ist definitiv viel in der Weltgeschichte rumgerennen. Komm schon. Dann wollte ich noch gucken, wer wann Geburtstag hat. Trifft sich an sich auch ganz gut. Warte mal. Ah, Shane hat heute Geburtstag. Okay, gut, dass ich da nochmal geguckt habe. Hallöchen. 10 Tage ist ein bisschen zu viel. Das ist auch ein bisschen zu viel. 6 Tage. 6 Tage. Wisst was? Wir gönnen uns jetzt mal 5 von Denner.
Wir nehmen nochmal 5 Krummbeere und der Rest wird Pastinaken. Und dann hole ich mal hier den Rucksack, genau, für 2000 Gold. Perfekt. Durch die Großtasche-Halter, der Inventar ist jetzt auf 24 Plätze vergrößert worden. Und da können wir uns dann gleich das nächste Ding holen. Ich wusste nämlich auch eine Zeit lang nicht, dass das Ding ins hier ist, bis ich das dann mal selber rausgefunden habe, dass das Teil tatsächlich anklickbar ist. Und jetzt haben wir hier noch den Stauraum einfach drin. Der ist zwar nicht hier sofort auf der Zugrifflage, aber nichtsdestotrotz, wir können das Zeug dann da hochschieben, damit wir auch so wieder drauf zugreifen können. Ja, so ist es halt, ne? Dann holen wir uns jetzt halt noch ganz schnell die Kupferbarren, bevor nämlich die gute Robin zumacht. Ich habe nämlich das Gefühl, ich habe ein bisschen zu lange damit rumgedödelt. Und ich hoffe, ich komme noch rechtzeitig. Ach, renn, Ackermann. Renn, 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 renn. Ich versuche noch pünktlich A zu kommen. Ich befürchte irgendwie, dass wir zu spät A kommen. Aber ich hoffe noch, dass es machbar ist, bevor die gute Robin dicht macht. Weil der Weg hier übers Gemeindezentrum, der ist nicht ohne, was das Zeitfresser angeht. Oh Gott, das wird eng. Das wird verflixt eng. Schnell, schnell. Oh Gott. Gut, okay. Das Silo brauchen wir nämlich, damit wir da Heu als Futter für die Tiere aufbewahren können. Und das hätte ich ganz gern gebaut. Das machen wir am besten dort hin. Du nimmst nämlich keine Ackerfläche weg. Ich weiß jetzt mal nicht, wie das aussieht mit der Vergrößerung von meinem eigenen Haus. Soweit war ich nämlich in meinem eigenen Spiel schon noch nicht. Aber da können wir uns auch bestimmt drum kümmern, wenn es soweit ist. Und können das Silo bestimmt auch irgendwie verschieben. Okay, ich will mal hier Friede mit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Silo zu schaffen. Okay, perfekt. Sehr, sehr gut. Dann können wir nämlich noch die rechtliche Energie nutzen, um noch unseren Krustier zu bauen, den wir noch gekauft haben. Da war das heute durchaus ein lukrativer, produktiver Tag. Und dann können wir als nächstes, oh, Narzisse, habe ich ja noch angesprochen, dann können wir definitiv noch dran schaffen und Trophäe sparen, dass wir mit 4000 Gold uns dann einen Hühnerstall zulegen. So, Shane, ist der vielleicht schon hier? Ja, der ist tatsächlich schon hier. Bei dem habe ich nämlich rausgefunden. Gas, willst du nicht mit mir sprechen? Offensichtlich nicht. Darf er nichts verkaufen vor 6 oder was? Servus Ackermann, ich bin froh, dich zu sehen. Du bist hier immer willkommen. Ajo. So, ich würde nämlich wirklich gern was kaufen, weil von Shane, wer hätte es gedacht, er hockt da und trinkt Bier. Das ist wahrscheinlich die Überraschung des Jahrhunderts, dass der Kerl Bier mag. Gas? Noch einmal. So, ich will jetzt nochmal rein. Warum kann ich mit dir sprechen, Kerl? Ich würde nämlich ganz gern bei dir Bier kaufen. Ja, das ist immer dasselbe. Emily, ich mag es, mir eigene Kleider zu schneidern, aber den Stoff dafür komme ich nicht so leicht. Ja, ich hoffe, jetzt kann ich mit ihm... Also nicht. Das ist sehr skurril. Naja, wir kommen noch auf dem Rückweg vorbei. Weil, ja, wie gesagt, für Shane würde ich ganz gern ein Bier für 400 kaufen. Und dann kann ich dem guten Mann nämlich da auch Shenny Fred machen. Da ist der nämlich allzu grummelig. Ah, der Willi, der hockt da und angelt bis 19 Uhr. So ist das, ja. Okay, Platz haben wir jetzt leider nicht mehr. Aber wir haben genug Holz im Inventar, dass wir hier noch was schaffen können. Ja, natürlich will ich das reparieren. Ist doch logisch. Und es hat gerade mal 10 Minuten gedauert. So ist es halt. Oder für 300 Holz geopfert. Es ist halt schon echte Stange. Aber dann pfeffer ich mir jetzt 3, damit ich hier noch ein bisschen Zeug mitnehmen kann. Und zwar gibt es hier Koralle. Die kann man relativ teuer verticken. Die zählen halt auch als Sammelgegenstände, dass man die unter Sammeln los wird und verticken kann. Aber Koralle bringen definitiv gut Kohle. Halte mal Gaula. Ich wollte auch noch hier beim Aquarium reingucken. Krabbenreuser, genau. Da brauchen wir nämlich den ganzen Krustier. Da können wir dann bei Gelegenheit auf jeden Fall auch noch sammeln. Und hier haben wir noch so einen kleiner, nennen wir es mal private Steg, den wir dann nutzen können. Ja, also die ganze Muscheln, Pipapo, die sacken wir definitiv auch noch ein.
Heute jetzt nicht, aber mir sagen sie auf jeden Fall noch ein, damit wir doch noch was reißen können. Weil das bringt auf jeden Fall was. So, es ist samstags. Ab und zu erscheint Abigail ja auch hier am Friedhof. Und ich muss auf jeden Fall noch in die Mine. Sie mag ganz gern Quarz und sie mag ganz gern Amethyst, wie ich so rausgefunden habe. Oh, stimmt. Ach, ja, Modo, natürlich. Wir haben hier die größere Stauraum, ich Esel. Oh, gar nicht mit dran gedacht. So, dich setzen wir jetzt mal statt der Narzisse da hier. Dann geben wir dir nämlich, mein lieber Shane, mal einer aus. Oh, es hat mein Geburtstag. Ja, stimmt wohl. Danke, das ist nett hier. Und Shane hat sofort 3 Herzen gekriegt, deswegen. Das ist schon heftig, ne, ihr liebe Leute. Das ist schon nicht schlecht. Geschenke zählen bei anderen Leuten immer, oder pro Leut immer etwas unterschiedlich. Das heißt, es kann mal beim Ende, kann das 6-mal so viel zählen, wie man sonst ein normales Geschenk gibt oder ins Wasser besonders gern mag. Und Bier ist halt etwas, wie ich so bemerkt habe, etwas, was Shane am liebsten mag. Deswegen, ja, das hat jetzt anscheinend 6- oder 8-fach gezählt, dass ich an seinem Geburtstag eins von seinen Lieblingsgeschenke gegeben habe. Und jetzt ist der glücklich wie Zau, der gute Shane. Und es hat direkt ausgereicht, um 3 Herzen bei ihm freizuschalten. Jetzt ist er durchaus ein Kumpel. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt ist er sogar so weit, dass er uns dann also mal Rezepte mit der Post schickt. So, jetzt soll ich mich aber echt hier dummle wieder, dass ich zurückkomme, dass ich gerade noch mein Zeichei pflanzen kann. Das sollte ich nämlich echt noch machen. Noch ein bisschen die Koralle verticke und dann ist auch wieder gut. Aber Abigail ist nicht auf dem Friedhof. An Shane haben wir gedacht. Wenn ich jetzt gerade noch so vorbeikomme, der Frühlingstanz oder was, der müsste dann auch bald sein. Genau am 24. Das ist das nächste, woran ich denken muss. Vielleicht ist bis dorthin zu Pierres Geburtstag am 26. ist vielleicht auch schon mein Hühnerstall fertig. Das wäre natürlich extrem geil, weil ich habe rausgefunden, Pierre mag anscheinend Eier sehr gern. Es ist schön, wenn man Leute irgendwie noch so einfache Fred machen kann, finde ich. So genau, die Koralle kommen hier rein. Und das Zeug machen wir mal das hier rein und von denen haben wir jeweils einer. Die Narzisse würde ich ganz gern, wie gesagt, sammeln, damit wir einfach immer noch irgendwelche tolle Geschenke haben, bis es mit der anderen Sache soweit ist. Und ja, ansonsten brauche ich noch mal Gießkennel, damit wir noch ein bisschen Zeug hier Eis sehen können. Aber warte mal. Da fällt mal ein, da brauche ich noch da. Ah ja, genau. Erstmal den Dünger aufbrauchen. Da haben wir nämlich noch einer. Und ich glaube, da drüber hatten wir auch noch etwas. Wo ich dann noch, ja genau, da ist sogar etliches noch. Da machen wir einfach noch mal ein paar Dünger auf Reserve. Und dann läuft die Geschichte doch, denke ich. Ja, es wird wieder etwas später, bis wir heute wieder in die Koje kommen. Aber was sein muss, das muss halt sein, ihr liebe Leute. So, machen wir erstmal 10 Dünger auf Vorrat. Der Harz kann wieder rein. Der Dünger kommt wieder in mein Bauerngriffel. Und hier sehen wir dann erst einmal wieder. Ein bisschen Grünkohl kann ja echt nicht schade. Und da machen wir noch eine Pastinake rein. Da fällt es nicht so stark auf. Eigentlich hätte ich hier schon ganz gern Felder, die speziell... Oh, da fliegt eine Eule drüber. Cool. Ich mag hier Euler. Das sind tolle Tiere. Ja, wie gesagt, da können wir ja... Wollte ich eigentlich mal ursprünglich etwas machen, was dann spezifisch ist, was es nur auf den Felder gibt. Das sprich nur Elfelfer Krummbeere ist. Und so weiter und so fort. Aber naja, irgendwann hat sich das einmal erledigt gehabt. Und man macht das auf dann pragmatischer Basis, werde ich eher sagen. Wo frei ist, wird halt wieder eingepflanzt. So, Dünge will ich auf jeden Fall noch. Was sein muss, das muss sein. Und dann machen wir hier noch ein paar Pastinaken hier. Oh, da haben wir tatsächlich aber noch etliches frei. Das war jetzt nicht so vorgesehen, aber so what? Wir haben nur noch jede Menge frei. Na gut, wir haben hier noch ein bisschen Zeit. So, jetzt aber nichts wie ab in die Koje mit uns. Na, ganz kurz nochmal. Wetterbericht vermeue ein schönes sonniges Dach. Alle hopp. Gut, dann
ab in die Koje. Wir kriegen noch Hofarbeit Stufe 4. Wir haben gelernt, wie man Eisenzaun macht, neben unserer Gießkanne-Effektivität und Hacke-Effektivität. Dazu gibt es auch Einmachgefäß und Hydrogel. Ja, jetzt sieht es nämlich auch ein bisschen anders aus, nachdem ich hier reingezoomt habe, ne, ihr liebe Leid. Aber ihr seht, was das Zeug alles bringt. Also das ist es dann definitiv wert, um das Brückchen zu reparieren. Naja, Brücke kann man es wirklich nennen, die Bretter... ja, die Bretter zu erneuern. Jedes Mal muss ich wieder lachen wegen dem Hahn. Okay, die Königin der Soßen larvt. Radieselsalat. Es geht nichts über frische gepfefferte Radiesler. Das erinnert mich an der späte Frühling. Meine Mama hat immer frische Rettiche geschnitten und hat sie auf das körniges Brot gebrocht. Mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Ah, das war noch Tage, aber ich schweife jetzt ab. Also gucken jetzt mal genau zu. Jetzt habe ich gelernt, wie man Radieselsalat macht. Na, la. Da hat noch einer geschrieben. Aber Mann, ich habe das Rezept in einer Zeitschrift gefunden und ich habe gedacht, das klingt vielleicht interessant. Lass mich probieren, wenn sie überlebst. Shane. Komisches Brötchen habe ich jetzt gelernt. Okay. Ja, tatsächlich, der ist soweit. Und die gute Robin macht hier auch schon was. Ja, das verschwindet allmählich, glücklicherweise. Erdbeere. Das sollte ich vielleicht noch ein paar von den Dinger aufheben, weil ich zufälligerweise weiß, dass Demetrius total auf Erdbeere abfährt. Deswegen sollte ich zumindest mal Erdbeere für seinen Geburtstag aufheben. Wann auch immer er Geburtstag hat, das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Aber ich sollte definitiv für seinen Geburtstag noch eine Erdbeere sparen. Naja, dass die überhaupt so viel Jahreszeit oder die lange Jahreszeit dann aushält, ist ein Wunder für sich, aber das sind dann die gute Öko-Erdbeere, ne? Ja, Brunnen sollte ich vielleicht auch nochmal ein paar bauen. Und von der Zapfanlage sollte ich auf jeden Fall auch noch welche machen. Wir können hier gerade mal kurz ins Herstellungsrezept reingucken. Hydrogel. Die Erde besitzt die Eigenschaft, eventuell über Nacht bewässert zu bleiben. In das bestellte Feld mischen. Da brauchen wir Ahornsirup und Eisenbarre. Und dafür bräuchten wir auf jeden Fall nochmal so einen Zapfhahn für 40 Holz und ein bisschen Kupfer. Einmachglas macht aus Gemüse eingelegtes und aus Früchten Marmelade. Ja, das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Sollten wir eventuell auch noch machen. Ah, es gibt einfach so viel zu tun. Es gibt immer irgendwas zu tun hier auf dem Hof. So. Ja, vielleicht machen wir mal heute statt Mine vielleicht eher noch ein bisschen Hoferwert. Das kann vielleicht auch nicht schade. So, gerade weil wir an ihm allzu viel Holz übrig haben, glaube ich. So, jetzt gehen wir wieder hier. Ernten noch ein bisschen unser Zeug. Und dann sollte man vielleicht auch nochmal tatsächlich in die Stadt gehen. Bin ich doch auch sehr stark dafür, nochmal in die Stadt zu gehen. Ja, gut. Bohnen wachsen auch nochmal. Und hier die Pastinake wachsen auch nochmal großartig. Also ich bin definitiv davor, dass wir hier noch ein paar Krummbeere holen sollten, fast Feld. Die bringen ein bisschen mehr als Pastinake. Und die Quest mit dem Blumenkohl haben wir ja auch noch vor uns. Da müsste man noch warten, bis der Blumenkohl hier reif ist auf unsere Felder. Was anderes bleibt uns ja gar nicht übrig. So. Na, komm schon. Ja, also wir sollten auf jeden Fall heute nochmal ordentlich Zeug holen. Ich bin für Pastinaken eher schon für Krummbeere. Und da bräuchten wir dann noch mehr als genug. Müsste ich gerade nochmal Lucky machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Also 9 Krummbeere schon mal für hier. Und hoppla. Und dann 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 und 25. Okay, da holen wir uns 25 Krummbeere. Die Premium-Erdbeer, die sparen wir uns für Demetrius. Und vielleicht einfach noch Annie von Denner und so. Dann sparen wir uns die auf. Die können wir wieder verticken. Das kommt hier zum einfach mal Aufsparerei. Dann können wir uns eigentlich auch schenken. Erst einmal den Gedöns. Dann Zapfhahn wollte ich noch herstellen. Genau, oder mehrere. Dafür brauche ich Holz- und Kupferbarren.
Okay. Holz- und Kupferbarre. Wie viel Holz haben wir dann? Oh, das sieht aber nicht mehr so gut aus. Naja, erstmal in die Stadt gehe und die, wie viel waren es jetzt? 25 Krummbeersaat hole. Sollte man definitiv noch in Angriff nehmen. Damit wir da auf jeden Fall noch was aus dem Frühling rauskitzeln können. Und genug Kohle hin. Ja, Daily Quest gibt's auch noch. Ein Hering. Ja, Entschuldigung. Nee, mit Angeln habe ich es gerade nicht so. Ich will jetzt erstmal hier jede Menge von Dämmzeug holen. Holen wir uns 25 Dote vor. Oh, ach ja stimmt, das ist Sonntags, da rollt der Schorsch immer in die Kirche rein. Genau. So, jetzt gehen wir noch zum Gemeindezentrum. Und bringen dort noch unser Liebesgabe an die freundliche Yumino oder Yuminiko oder wie sie heißen. So, hier, hier, hier und hier. So, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch eine Krabbe. Ich glaube, da könnte man in der Mine als mal Glück haben, weil manche Monster geben tatsächlich Krabbe, wer hätte es gedacht. So, auf dem Hof sollte ich dann definitiv noch ein bisschen Holz hacken, nachdem ich mein Zeug gesät habe. Und genau, verpasse durch erstmal nix. Das heißt, heute fleißig Holz hacke und ein paar Zapfhähne für verschiedene Bäume in anbringen. Weil ihr seht ja, es gibt hier verschiedene Bäume und von denen kann man verschiedene Dinger zapfen. Kiefernteer zum Beispiel bei Kiefern, ist so logisch. Ahornsirup bei Ahornbäumen und so weiter und so fort. So. Das heißt, hier wird erstmal kräftig wieder gepflanzt. Und natürlich ist auch gut gedüngt. Ups. Ackermann, schützt nicht daneben. Du brauchst da wirklich jede Kraft, Kerl. Brauchst du da ganze Energie. So. Dann hier aufs Nachbarfeld noch. Komm schon. Und hier kümmern wir uns auch noch drum. So, komm schon. Okay. Ja, passt doch. Passt doch. Nett verzählt und richtig erinnert. Das ist doch die Hauptsache. So. Ich würde auch ganz gern die Bäm in meiner Nähe erstmal verschonen vom Schlager. Damit wir für das Zeug zu sammeln nicht so ewig weit weg müssen. Hopp. Hier erst nochmal zu. Hier wieder auf. Gießkanne auffüllen. Dann haben wir nämlich irgendwann anders nämlich den Ärger. Und Gießkanne zurück. Und dann legen wir doch mal los, ne? So. Die baut noch kräftig am Silo. Ja genau, der hat schon so einen Zapfer drin. Den brauchen wir also nicht zu belästigen. Aber die dort drüber sehen noch gut aus. So, komm schon her. Ihr seid jetzt fällig. So, da kann ich mal nämlich dann endlich mal das benötigte Holz noch schlagen. Und dann schauen wir mal. So. Ein bisschen Ahornsamen kriegen wir so an, oder? Das ist auch nicht verkehrt. Da können wir uns nämlich auch noch unser Riegel selber herstellen. Dafür sollte ich hier noch so Kieferschlacher, damit ich auch die Zapfen noch habe, um mir dann noch Energieriegel herstellen kann. Was ich dann doch für ziemlich wichtig halte. Genau. Dann kann ich jetzt hier nämlich noch ganz fröhlich noch so paffende Dinger machen. Da halte ich hier nämlich auch wesentlich länger durch. So, sehr schön. Und weiter geht's mit dem fröhlichen Niedermacher. Also in einem Ahorn Zapfanlagerei zu machen, ist definitiv nicht verkehrt. Da brauche ich noch Kupferbarre. So, da kann ich auf jeden Fall Kiefernteer rausziehen. Das dauert halt ein paar Tage, bis das rauskommt. Aber so ist das halt. So, einfach ein bisschen Geduld haben. So, da. Dann mache ich jetzt nämlich noch ein paar Zapfanlagen. Das ist, glaube ich, hier ein Ahorn. Wenn mich nicht alles täuscht. Dürfte das einer sein. Der kriegt jetzt nämlich die Zapfanlagerei. Und rein mit dir. Dann habe ich hier schon mal 2 Bäume in unmittelbarer Nachbarschaft. Und ein andere bräuchte ich auch noch.
Tja, welchen nehmen wir denn dafür? Moment, habe ich so einer schon gehabt oder war das so einer? Das sind Ahorn. Da muss ich gerade mal gucken. Ja, entweder kann ich jetzt drauf warten, bis hier ein Ahorn oder so ein Baum in der Nähe wächst. Ah, nee, das war so einer, genau. Dann war das kein Ahorn. Okay, da habe ich aber wenigstens Grund, ab und zu mal hier rüber zu latschen, um zu checken, wie es aussieht. Denn, hier kommt noch ein Zapfhahn hier. Und du bringst mir ab sofort Ahornsirup. Und wenn welche in der Nähe sind, dann kriegen die das auch nochmal zu spüren. Also wenn wieder welche in der Nähe von meinen Feldern sind. Jetzt machen wir erstmal hier runter. Ich will nämlich einfach noch ein bisschen Fläche schaffen. Ah, das war dann eine Eiche. Okay, das ist dann Ahorn und das, wo hier mein Cursor drüber sitzt, das ist dann wohl die Eiche. Okay, alles klar. So, oder? Nichtsdestotrotz, die Brücke hat jede Menge in mein Holzbudget reingerobbt. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal großflächig mal wieder richtig Stäbreche und auch wieder Holzhacker. Ist definitiv wichtig. Und ja, Müsli-Riegel brauche ich. Das heißt, ich sollte nochmal noch eine Kiefer-Ausschau halten, weil ich das nämlich wieder brauche, um Müsli-Riegel zu machen. Und brauche ich sowohl der Ahornsamen als auch die Kiefernzapfer und die Eichel dafür. Genau. So, da habe ich wieder einen Müsli-Riegel. Dann pfeife ich mir doch gleich mal wieder rein. Sehr schön. Perfekt. Dann kann ich hier noch ein bisschen mehr. Und Moment. Andere Richtung wäre vielleicht geschickter. Genau. Sehr schön. Ach ja. Aber diese Propeller, diese Ahornsamen, die finde ich persönlich absolut großartig. Ich erwische mich immer noch selber dabei, wie ich als mit den Dinger durchspiele, indem ich sie in die Luft werfe, wenn sie dann durch die Gegend fliegen. Ach ja, ach ja. Ich kann es irgendwie nicht ganz ablegen, so Spielkind zu sein, muss ich ganz ehrlich zugeben. Als nächstes sollte ich dann noch eine Eiche schlagen. Hier war kein Kiefernzapfer dabei, schade. Aber wir probieren es jetzt mal hier. Ah, da ist gemischt die Saat sogar noch dabei gewesen. Nicht schlecht, ne? Okay, das könnte für den gerade noch so reichen. Ja. 1, 2, 3. Nee. Ah, okay, aber jetzt bin ich wirklich absolut auf Null. Jetzt geht gar nichts mehr. Und ein kleines bisschen Holz, 125, ja. 125 Holz habe ich noch. Ah, wenn man von Deivel spricht, ne? Jetzt haben wir nämlich Kiefernteer. Moment, ich glaube, das brauchen wir sogar bei der Yumino für das schwarze Brett. Ah, ne, schwarze Brett haben wir noch gar nicht. Okay. Okay, aber das brauchen wir auf jeden Fall für die Yumino. Und Maru steht total auf das Zeug, wie ich auch schon rausgefunden habe. So, da ist dann Eiche. Da ist dann die Kiefer. Und da ist der Ahorn. Alles klar. Weil Ahornsirup ist eigentlich schon relativ wichtig. Und ich finde es auch gut, dass es hier wieder verschwindet. Schauen wir mal, wie das aussieht, wenn mein Haus erweitert wird. Da bin ich ja auch sehr, sehr gespannt drauf auf das Ganze. Ich glaube, da ist jetzt nichts mehr frei, ne? Ich habe alles, ja, bis aufs letzte Feld hier ausgenutzt. Okay. Dann bringen wir das Zeug zurück, wo es hier gehört, zum Stauer. Und ich habe tatsächlich hier noch ein bisschen was. Aber das heben wir uns jetzt erstmal auf. Das ist jetzt nämlich so besonders wichtig, würde ich sagen. Und ja, dann lecken wir uns doch einfach mal ganz schlicht in die Koje, oder? Ich finde es etwas... Ja, komm. Es lohnt sich eh nicht mehr. Robin schafft ja sowieso noch fleißig. Wie sieht es dann morgen aus mit dem Wetterbericht? Klar und sonnig. Aller Hopf und die Königin der Soßen ist mit dem Radieselsalat, den haben wir aber schon gelernt. So, dann machen wir ovens noch der Kamin an, damit uns schön warm ist. Und nicht steht doch Sache, hoppala. Ihr liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder zu... Übermorgen wieder, Entschuldigung, das ist so drin als feste Floskel, heftig. Wir sehen uns natürlich übermorgen erst wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.